Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. So, ich nehme mal die Brille ab, damit ich so spiegelt. Ja, Leute, 18. Bundesligaspieltag. Sky Top Spiel, 1:1 zu Hause gegen Frankfurt. Ja, erstmal vielleicht zum Spiel allgemein. Es war auf jeden Fall eine bessere Anfangsphase von uns. Ja, wir haben auf jeden Fall dagegen gehalten. Wir waren engagiert, das kann man nicht absprechen. Gerade in der Anfangsphase hat mir De Ligt ganz gut gefallen, weil er so da ein bisschen dagegen gehalten hat. War sehr proaktiv und aktiv. Aber auch da hat man schon gesehen, ja, dass mal abgesehen von Musiala uns einfach komplett die Ideen gefehlt haben. Ja, und ja, Musiala hat das Spiel gut angetrieben, wie ich fand, auf der Position. Aber man hat dann halt gemerkt, dass uns ja seine Ballsicherheit, seine Dribblings halt ein weiter vorne fehlen. Ne? Da war dann Müller rumgeirrt. Ja, Müller hat dann das Tor vorbereitet. Von daher kann man sagen, ja, ist schon gerechtfertigt. Die Aufstellung danach war von Müller aber auch gar nichts mehr zu sehen. Ne? Insbesondere zweite Halbzeit, wo er das Spiel 2-3 Mal dann ja einfach verlangsamt hat und nicht weiter auf das 2:0 gespielt hat, war ein bisschen I don't know why. Ja, dadurch ist dann überhaupt noch die Chance da gewesen, dass es nochmal ein 1:1 gibt. Aber gut, da gleich mehr zu, wenn wir auf die einzelnen Spieler drauf eingehen. Ansonsten war es recht ordentlich. In Kimmich war so zwischen der 10. und 30. Minute gut im Spiel. Ja. Kimmich wurde anders wie in den anderen Spielen nicht wirklich manngedeckt heute. Hatte ein bisschen mehr Freiräume, hat dann auch 1-2 gute Pässe gespielt. Ist dann aber immer weiter abgetaucht und war einfach... In der zweiten Halbzeit hat man, glaube ich, 65. Minute gesehen, dass Kimmich immer am Ball war. Ja, also gar nicht. Generell Mittelfeld hast du Kimmich heute nicht gesehen. Wie gesagt, bis zur 30. so war er ein bisschen präsent, ja. Danach gar nicht mehr. Danach war nur Musiala präsent, ob offensiv, ob defensiv. Also weiß ich nicht. Ganz, ganz schwierig. Ja. Ansonsten ist das Spiel so gelaufen, wie es Frankfurt sich vorgestellt hat. Ja. Stand natürlich super defensiv. Sind dann zweite Halbzeit so ein klein bisschen weiter rausgerückt. Auch schon erste Halbzeit gegen Ende hin sind sie ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Oh, sorry Leute. Bisschen besser ins Spiel gekommen. Haben ein bisschen mehr Ballsicherheit gehabt. Jetzt noch wirklich richtig riskiert nach vorne haben sie dann immer noch nicht. Haben sie auch zweite Halbzeit nicht. Ich meine, Frankfurt ist abgebrüht genug, um das zu wissen auch, ja. Dass sie dann noch mal mehr nach vorne machen würden, war auch klar. Haben sie dann getan, haben das 1:1 gemacht. Ein bisschen glücklich, wenn man ehrlich ist. Also, weiß ich nicht. Normalerweise passiert so ein Ding dem Opa jetzt nicht. Ja. Hat er natürlich gut gemacht, hat natürlich auch einen guten Antritt. Aber sah der Opa jetzt nicht gut aus. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja, im Sommer konnte er nichts machen. Sommer ist auch der Einzige, der mir so ein bisschen leid tut in den 3 Spielen bisher. Ja, ich persönlich habe heute nicht viel mehr erwartet als ein 1:1. Von daher habe ich auch ein 1:1 getippt. Ja, ich hätte mich natürlich trotzdem gefreut, wenn es irgendwie 4:1 gekommen wäre. Uns fehlt einfach der letzte Biss. Ja, ich sage ja, wir sind so bei 70%, würde ich sagen, von der Leistung her. Merkt man insbesondere dann, wenn die Mannschaften so spielen wie Köln, wie Frankfurt, wenn sie mit 9 Mann, 10 Mann in der eigenen Hälfte oder noch schlimmer in den letzten 20 Metern stehen vom Platz, dann fehlt uns einfach die Geschwindigkeit. Ja? Uns fehlt einfach der Speed, der uns in der Hinrunde so ausgezeichnet hat, mit den Dribblings, den Pässen, den Doppelpässen. Das fehlt uns komplett. Ja? Es war heute mal ein ganz, ganz kleiner Anflug davon. Nach dem 1:0, ja, muss man ganz klar sagen, da haben wir so 5-6 Minuten gehabt, wo es in die Richtung ein bisschen ging. Ja, aber dann war es auch schon wieder vorbei. Das war so ein bisschen Strohfeuer, ja. Und
Ja, das fehlt uns. Ein Schuppo heute, ja, hat viel versucht, war sehr gut, aber abgemeldet. Ja, aber da gehen wir jetzt gleich drauf ein, wie ich auf die Spieler gehe. Wie gesagt, uns fehlt einfach der Wille. Der Wille würde ich noch nicht mal sagen bei vielen Spielern. Da sieht man schon, dass der Wille da ist. Man sieht einfach, dass das Körperliche nicht da ist. Ja. Und das muss man ganz klar den Verein ankreiden. Punkt. Ja, da gibt's in meiner Meinung nach keine zwei Meinungen. Ja, man muss nicht irgendwelchen Spielern, nur weil sie bei einer WM ausscheiden, da extra Zucker in den Arsch blasen und sagen, ja, holt euch mal 3 Wochen zu Hause aus. Ist schon schlimm genug, dass man die Spieler abstellen muss. Und ja, wie gesagt, dann sollen die Spieler halt sagen, weißt du was, es geht nicht. Ich stelle mich bitte nicht auf, aber I don't know, macht natürlich kein Spieler, aber da müsste ein Trainer auch mal konsequent sein, und damit gehen wir jetzt mal in Richtung Spieler und Trainer. Ja, es ist traurig zu sehen, dass ein Grafenberg es echt ein super belebender Faktor war im letzten Spiel, wo er reinkam und dann heute wieder auf der Bank sitzt. Das ist natürlich auch ein Schlag in die Fresse für den jungen Mann. Hat schon genug Schläge in die Fresse in der Hinrunde gekriegt, ja, wo er oft genug ignoriert wurde. Und verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Klar sehe ich den Gedanken dahinter, dass man auf den Faktor Muyosala nicht verzichten möchte, dass man dann aber auch gerne einen Faktor Müller bringen möchte. Habe ich ja auch gesagt im letzten Talk, dass mit Sicherheit eine Möglichkeit gibt, auch beide aufzustellen oder auch beide mal gleichzeitig spielen zu lassen. Aber dass man jetzt den Grafenberg da rausnimmt, Alter, sorry, das ist ein Unding, ja. Und ich denke, man hat es gesehen, dass uns ein Musala eine Station weiter vorne gefehlt hat heute. Also ein Schuppo hing komplett in der Luft. Ein Sané hing auch komplett in der Luft auf der rechten Seite. Kam mal ein bisschen ins Spiel, wenn er in die Mitte gegangen ist mehr und Müller dann außen war. Coman war im Spiel, hat aber keinerlei Land gesehen auf der Seite, ja. Die Seite war immer mit 3-4 Mann zu, also über außen ging da gar nichts. Und dasselbe in der Mitte, ja. Wenn der Ball in der Mitte kam, war halt auch nichts. Da fehlte dann halt der Spieler Musala, der dann da halt mal ein Annehmen, schnelle Drehung, 1, 2, 3 Leute auf sich zieht oder sie sogar stehen lässt und dann einen Torschuss macht oder einen Doppelpass spielt oder sowas. Der Faktor hat uns einfach gefehlt auf der Position. Und wie gesagt, so ein Kimmich war 20 Minuten gegenwärtig auf dem Feld. Ansonsten war ein Kimmich absolut nicht präsent. Ja. Und ja, dann noch der Oberhohn. Ja, bringe ich für 2,5 Minuten in der Nachspielzeit einen Sabitzer auf den Platz. Das verstehe ich persönlich alles nicht. Ja. Ich verstehe nicht, warum Kimmich immer noch spielt. Klar, jetzt nach dem Tor, sicher kannst du sagen, jo, vielleicht ist ein bisschen Knoten geplatzt oder so, wie wir heute gesehen haben. Nein. Dass ein Kimmich sich dann da hinstellt und einer erzählt von fehlender Einstellung nach dem Köln-Spiel, finde ich auch mehr als grenzwertig. Weil auf dem Platz hat er die Fresse nicht auseinandergekriegt, heute auch wieder nicht. Kein Wort gesprochen, gar nichts. Aber stellt sich dann dahin und erzählt irgendwas auf fehlende Einstellung. Finde ich dann schon hart, ja? Wenn man das nicht auf dem Platz zeigt, hat man auch nicht das Recht, sowas anzusprechen. Meines Erachtens nach. Wie wir heute gesehen haben, wir sind in einer schwierigen Phase. Habe ich aber auch schon so vorhergesagt, dass es die nächsten 2-3 Wochen nicht viel anders aussehen wird. Und ja, wenn wir jetzt, bevor wir mal auf die Spieler gehen, mal einen kleinen Ausblick nehmen aufs nächste Spiel. Wir spielen DFB-Pokal in Mainz. In Mainz haben wir schon immer schwer getan. Mainz hat heute so ein bisschen Selbstvertrauen geschöpft, hat aber auch noch einen kleinen Dämpfer gekriegt, wo sie gemerkt haben, oh, es ist doch nicht alles so, aber haben am Ende des Tages dann 5-2 gewonnen gegen Bochum. Also die wissen, was geht, was nicht geht. Und ja, wie man aktuell gegen uns spielen muss, die Blaupause existiert ja. Ja. Man nimmt einen Kimmich raus, obwohl man da gar nicht so viel zu tun muss. Heute, Frankfurt hat ihn nicht manngedeckt. Frankfurt hat einfach die Räume gedeckt, vorne mit 3 Leuten, die um Kimmich rum sind. Ein Kimmich hat sich kaum bewegt, hat sich kaum mal fallen lassen zwischen die Innenverteidiger, hat sich kaum angeboten.
wie gesagt, war auf dem Platz, aber nicht da. Und nach so einer Leistung, die im letzten Spiel auch schon nicht besser war, davor auch nicht. Ja, bin ich sehr gespannt, ob er im nächsten Spiel wieder aufläuft. Wenn, ja, sage ich voraus, geht's langsam den Bach runter, weil du kannst das nicht, wie willst du das den anderen Spielern gegenüber verkaufen? Ja, wie willst du das verkaufen, dass so ein Spieler auf dem Platz steht, wenn er keine Leistung bringt? Oder wenn er den Eindruck macht, dass er keinen Bock hat. Ich meine, man redet immer beim Sané so, ja, er hätte den Eindruck, er hat keine Lust oder sowas. Ja, er war heute nicht gut, hat sich schwer getan, weil ihm einfach eine Anspielstation gefehlt hat da vorne. Ja, er war immer auf sich allein gestellt. Das hat man gesehen, deswegen sage ich, das mit Musiala und Müller war ein Riesenfehler in meinen Augen. Wie ich schon sagte, klar, Müller das Tor vorbereitet. Also jetzt war jetzt nicht der Fehler, dass man Müller aufgestellt hat, sondern dass man Musiala von der Position weggenommen hat. Meiner Meinung nach. Ja, wie man gesehen hat, hat man dann Sané heute auch keinen Bärendienst getan. Choupo war nicht gut. Ja. Gut, ich würde sagen, damit gehen wir auch erstmal rein. Wir gucken uns erstmal die Statistiken an. Habe ich auch noch nicht gesehen. Werden natürlich wieder, keine Ahnung, gefühlt haben wir 80% Ballbesitz gehabt, 60% der Zweikämpfe gewonnen. Ja, aber viel mehr auch nicht. Ja, sonst war es wieder, wie gesagt, unter den schlechten Pep-Zeiten. So war das letzte Spiel auch schon. Immer Handball um den 16er rum, keinerlei Kreativität, keinerlei Idee, mal irgendwas zu machen. Alles viel zu langsam, immer nur quer und nach hinten. Schwierig. Frankfurt hat's gut gemacht. Frankfurt hat das gemacht, was Frankfurt kann. Hat sich hinten reingestellt, hat versucht zu kontern. Hat teilweise aber auch, wie gesagt, Ende der ersten Halbzeit so ein bisschen Ballbesitz gehabt, paar Ballbesitzphasen. Ja. Ja. Wir haben im Moment einfach keine Möglichkeiten, ja, dagegen anzugehen. Ich habe auch nicht verstanden, bevor wir in die Statistiken gehen, warum man nicht einfach mit einer Dreierkette mal aufläuft. Ja. Ich fand es okay, dass man heute mal ein Standing gebracht hat, aber du hättest heute auch mit einer Dreierkette mal auflaufen können. Das war ja das, was dann in der zweiten Halbzeit gegen Köln ein bisschen gefruchtet hatte. Ja. Da hätte man heute halt auch mal übernehmen können, so ein System, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe zu der Thematik alles in den letzten 2 Talks gesagt, die schon ewig lang waren. Von daher wird das heute hier ein bisschen kürzer. Ballbesitz 67-33, Abseits 3-0, Fouls 6-4, Zweikämpfe, ja, wie gesagt 54-46, Schüsse aufs Tor 5-1, Schüsse insgesamt 14-8. Keine Ahnung, was da immer als Schuss alles gezählt wird. Ecken 7-6, angekommene Pässe 657-271, Flanken 10-7. Ja, wie gesagt, wenn man das so immer sieht, denkt man, boah, das war ein krasses Killerspiel. Es war sehr langweilig. Ja, was jetzt Torgefährlichkeit anging, war es langweilig. Intensität war da in den Zweikämpfen definitiv von beiden Seiten. Aber es war alles super langsam bei uns. Ja, ganz selten mal irgendwelche flüssigen Kombinationen, viele Fehlpässe, weil Upa wieder das Spiel machen musste. Wie gesagt, Kimmich hatte 20 Minuten erste Halbzeit, wo er mal 2, 3 gute Pässe nach vorne gespielt hat. Danach war von Kimmich nichts mehr zu sehen. Ja, und dann verstehe ich nicht aus Trainersicht, dann nimm ihn doch mal raus. Dann nimm ihn doch raus in der 60. Minute. Er war nicht zu sehen auf dem Platz. Weder defensiv noch Anweisung geben mäßig noch offensiv. Und er steht trotzdem auf dem Feld. Ja, das geht in meinen Kopf nicht rein. Warum man Gnabry reinbringt, der unterirdisch schlecht war, in den paar Minuten, wo er auf dem Platz war, nicht einen Zweikampf gewonnen, nicht einen Ball mal gehalten, gar nichts, geht mir auch nicht in die Birne rein. Alter, geht mir nicht in die Birne rein. I don't know. Schüsse insgesamt, Müller 2, jo. Das waren zweimal wahnsinnig gefährliche Kopfbälle, die waren grandios. Sané 2, Kimmich 1, Torschussvorlagen, Müller 1, übrigens seine 300. Torbeteiligung, gewonnene Zweikämpfe, Davis 7, Musiala 8, Sané 6. Ja, damit haben wir auch in der Offensive schon die 3 auffälligsten Spieler. Ja, wobei Musiala auf der 8 gespielt hat und Davis als linker Verteidiger. Ja, und dann sage ich schon, die 3 auffälligsten Spieler in der Offensive. Wisst ihr Bescheid, ne?
Ja, Ballkontakte, auch hier taucht Kimmich wieder nicht auf, ja. Cooper 162, De Ligt 134, Davis 120. Auch das sagt sehr viel über unser Spiel aus. Den Rest schenken wir uns. Vielleicht ein, zwei Worte zur Schiedsrichterleistung. Schwach. In meinen Augen sehr schwach. Viele komische Entscheidungen auf beiden Seiten. War jetzt nicht irgendwie pro eine Seite, aber die gelben Karten waren schon ein Witz in der Anfangsphase bei uns. Also ganz wild irgendwie. Ja. Sommer sehe ich bei einer 3, hat jetzt nichts falsch gemacht, war ruhig, hat die Bälle gut rausgespielt, wenn sie da waren, hatten auch mal lang geschlagen, wenn es sein musste. Upa habe ich auch eigentlich gut gesehen, bis auf die Sache mit dem Gegentor darf ihm natürlich nicht passieren, ja. Von daher können wir ihm maximal eine 4 geben. Ansonsten auch seine Pässe, aber er hat es versucht, waren sehr, sehr viel Fehlpässe drin, ja, muss man sagen. Auch die langen Bälle, die er dann versucht hat mal zu spielen, alles zu ungenau, aber ansonsten war es okay. De Ligt hat mir gerade so die ersten 20 Minuten sehr, sehr gut gefallen. Man gesehen, die Galligkeit, er will, ja, danach in der Masse von unseren durchschnittlichen Leistungen versunken. Von daher sehe ich ihn bei einer 3. Ja, Fonsi dasselbe. Wir haben gesehen, Fonsi hat viele Zweikämpfe gewonnen, einfach durch seinen Speed, die Bälle, die er weggearbeitet hat. Ansonsten nach vorne 0. Ja, einfach 0. War keinerlei Durchschlagskraft, wenn, dann ist er mal bis zum 16er, hat einen Ball auf den King gespielt, dann wieder nach hinten quer. Nicht mal einmal irgendwie hinterlaufen oder es geschafft zu hinterlaufen, weil die Seite immer zu war mit 3, 4 Frankfurtern. Also, da war gar nichts. Sehe ich auch bei einer 3, Stanisic sehe ich auch bei einer 3, hat's ordentlich gemacht. Ja, natürlich jetzt nicht überragend, das ist er aber auch einfach nicht. Er ist einfach ein Durchschnittsspieler und das, was er leisten kann, hat er heute gezeigt. Ja. Müller sehe ich auch bei einer 3, bei einer schlechten 3, wenn ich ehrlich bin. Nichts gegen Thomas. Hat das Tor natürlich gut vorbereitet, da war er auch auf der rechten Seite. Ansonsten hat der Müller ja das Spiel eher gehemmt vorne, wie ich finde. Weil, wenn die Mannschaft da mit 9 Mann hinten steht, ist das egal, ob Müller da irgendwie zwischen den Räumen rumtinzelt oder sonst was. Da wird er keine Unruhe stiften, weil Frankfurt so diszipliniert ist. Und was ich sehr, sehr schwach fand, war dann in der zweiten Halbzeit zweimal, wo wir wirklich die Chance hatten, auf das zweite Tor zu gehen, das Risiko zu nehmen. Ja, vielleicht wäre es wieder ein Fehlpass geworden. Und was macht ein Müller? Tritt auf den Ball und sagte, ja, erstmal ruhig. War sogar einmal die Szene, wo das ganze Stadion den Müller dann ausgepfiffen hat, weil er das gemacht hat. Ja, das ist, was ich meine mit meinen Aussagen. Der Müller passt nicht mehr zu unserem Offensivspiel. Ja, weil du musst das zweite, wenn du die Chance hast, gegen Frankfurt nachlegen. Man konnte sich nicht darauf verlassen, dass Frankfurt irgendwann sagt, so, ich knall jetzt alles nach vorne. Hätten sie wahrscheinlich gemacht, so ab der 80. Dann hätten wir vielleicht einen Konter gesetzt zum 2:0, aber sie haben das Tor schon vorher gemacht. Ja, ja. Deswegen habe ich gesagt, Müller 3- in meinen Augen. King war sehr engagiert, hat viel versucht, hat einen super, super schweren Stand gehabt, habe ich schon gesagt. Die Seite war dichter als dicht. Ja, trotzdem hat er 1, 2 Flanken geschlagen. Manchmal zu viel, wo er den Ball dann auf dem rechten Fuß hatte, hätte auch 1, 2 Mal aufs Tor ziehen können, beziehungsweise einfach mal schießen können. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ansonsten würde ich sagen, King schon eine bessere 3. Kimmich war für mich eine 4. Wie gesagt, die ersten 20 Minuten waren Kimmich echt gut. So ersten 5 Minuten nicht, aber dann so, ich ja gesagt, von 10 bis 30. waren Kimmich wirklich mal auffällig auf dem Platz. Hat auch 2, 3 sehr gute Bälle in die Spitze gespielt. Und dann war's das wieder. Das war's fürs ganze Spiel. Er hat 20 gute Minuten gehabt danach. Wie gesagt, zweite Halbzeit habe ich so in der 65. gemerkt, ach jo, der Kimmich ist ja auch noch da. Also, schwach. Sané heute auch nicht gut, muss man sagen. Wie die ganzen Spiele war er immer noch der, ja, wo du auch merkst, er will. Ja, er ackert, nach hinten super stark mitgearbeitet, vorne viel versucht, immer wieder ein Dribbling versucht, aber ihm hat heute einfach das Quäntchen Glück gefehlt. Und ihm hat der Mitspieler gefehlt. Ja, du kannst mit dem Müller nicht hier Hackespitze 1, 2, 3, schnelle Pässe, bam, bam, bam.
Und erst recht nicht, die Frankfurter standen super dicht hinten. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Es war super schwer, da irgendwie durchzukommen, eine Lücke zu finden. War aber trotzdem der auffälligste da vorne. Ja. Wenn wir jetzt nur die da vorne nehmen, wenn wir Musiala nicht dazu zählen, waren Sané, gut, erste Halbzeit eher der King, ja, von den Aktionen her. Aber so, ja, Sané hat mir schon gefallen, aber so das Quäntchen Glück hat gefehlt. Das Tor hat er natürlich gut gemacht, logisch. Ich würde ihn auch bei einer 3 sehen. Musiala würde ich bei einer guten 3 sehen, war für mich so der auffälligste von unseren Spielern auf dem Platz. Hat die 8 echt super interpretiert. Ja, vielleicht hätten Sané mehr auf der 10 spielen sollen und Müller auf rechts. Dann hätte Sané mehr mit Musiala einen Ansprechpartner gehabt und mit dem Schupo. So ist ja auch dann das Tor entstanden, ja, dass Sané halt auf der 10 war und der Müller auf der rechten Seite. Hätte ich mir einfach mal 20, 30 Minuten gewünscht, dass sie einfach mal die Posis tauschen. Ja. Ansonsten haben sie natürlich ein bisschen was versucht, da mal zu ruschieren, aber wie gesagt, so dauerhaft hätte ich mir das mal gewünscht, weil die Außen waren eh dicht. Wir haben es gesehen, King konnte nicht einmal seinen Speed ausspielen oder Davis nicht einmal. Ja, wenn, dann musstest du schon 2, 3 Männer austanzen auf der Linie und dann wäre immer noch der 4. gekommen. Also von daher hätten Müller heute sehr gut außen spielen können, weil es war kein Speed Vorteil da, wenn man den gehabt hätte. Ja, aber klugscheißen im Nachhinein kann man immer, ne? Schupo sehe ich bei einer schlechten 3. Ja, Schupo war abgemeldet. Muss man so knallhart sagen, ja. Was aber auch okay ist. Ich meine, er hat 2, 3, 10 gehabt, aber jetzt irgendwie Torchancen haben wir eh nicht kreiert. Ich überlege gerade nochmal zurück. Torchancen, habe ich irgendwo mal eine richtige Torchance gesehen, abgesehen vom Tor? Nee. Hat man irgendwie das Gefühl gehabt, wir schießen jetzt irgendwie gleich noch ein Tor? Nee. Nee, habe ich nicht gehabt. Habe ich aber in den ganzen Spielen nicht gehabt, die wir bisher gezeigt haben. Und das sagt schon vieles aus. Wie gesagt, entweder ist es die körperliche Verfassung von 80% der Spielern oder ich weiß es nicht. Das ist eine Kopfsache. Aber das ist dann Trainerangelegenheit. Ja, muss man mal ganz klar so sagen. Da muss der Trainer halt für sorgen, dass das anders ist. Und wenn er das nicht kann, dann ist er am Ende des Tages der verkehrte Trainer. Ja. Ja, Mittwoch wird schon das erste entscheidende Spiel für den Nagelsmann werden. Ich denke, das weiß er auch. Wenn er da wieder rausfliegt in den DFB-Pokal, dann wird der Stuhl schon nur noch auf 2,5 Beinen stehen von 4. Danach spielen wir in Wolfsburg. Da sollte man auch nicht verlieren. Schon gar nicht gegen Kovac. Weil dann steht der Stuhl nur noch auf maximal 2 Beinen. Dann kommt Bochum. Das sollte man definitiv gewinnen zu Hause. Dann spielen wir in Paris. Und wenn du da 3-0 auf den Sack kriegst oder sowas, ich glaube, dann fällt der Stuhl. Beziehungsweise dann vielleicht noch das Rückspiel. Aber bis zum Rückspiel spielen wir dann noch in Gladbach, wo wir uns immer schwer tun. Zu Hause gegen Union. Union mit der Form, die wir aktuell haben, gewinnen wir das Spiel auf keinen Fall, weil Union einfach so abgewichst ist. Dann spielen wir den Südgipfel in Stuttgart, dann ist das Rückspiel gegen Paris. Ja. Also wir haben ein leichtes Spiel zu Hause gegen Bochum. Ja. In Stuttgart kann man dann vielleicht auch noch als leicht betiteln. Alles andere sind Spiele, wo wir uns schwer tun werden. Ne? Und ja, keine Ahnung. Ich habe es ja schon im letzten Video gesagt. Ich habe super viel gehalten vom Nagelsmann, von der Verpflichtung vom Nagelsmann. Aber ich habe schon letzte Saison angesprochen. Es ist nicht, man verpflichtet einen Nagelsmann, aber man bekommt nicht den Nagelsmann. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber diese Rücksichtnahme von Nagelsmann auf Neuer, Müller, auf alle altgedienten Spieler bei uns und ja, dass er sich das System vorschreiben lässt von den Spielern.
dass er sich immer wieder da reinreden lässt. Wir sehen bei uns keinen Nagelsmann-Fußball. Wie gesagt, aktuell sieht das aus wie unter Peps schlechten Zeiten 1:1. Wirklich 1:1. Ecken, ja, konntest du unter Pep abschreiben, können wir auch. Wir brauchen keine Ecken mehr reinschlagen. Das macht keinen Sinn. Und ansonsten sieht es aus wie unter Pep. Ja. Quer und nach hinten. Kein schnelles Spiel mehr vorne, wie es in der Hinrunde dann wenigstens zu sehen war. Das ist uns völlig abhanden gekommen. Ja, und ich habe es ja schon in den letzten beiden Videos gesagt, wenn es irgendwie eine Kopfsache ist oder sowas. Was gut sein kann, sind alles Menschen, keine Frage. Ja. Oder wenn es an der fehlenden Vorbereitung lag, auch okay. Das sind wir dann aber selber schuld. Ja. Und wir sind jetzt halt einfach in so einer Spirale drin. Mit 3x1:1. Ja, und dann ist es natürlich schwer, jetzt so das Selbstverständnis zu finden und zu sagen, ja, jetzt haben wir aber die Form. Jetzt haben wir noch 3 Spiele, jetzt haben wir ein bisschen Spielfitness. Wirst du nicht haben. Weil du vom Kopf her nicht frei bist durch das 3x1:1. Wir haben sogar 2x1:0 geführt und kriegst das nicht über die Runde. Beziehungsweise bist nicht imstande, das zweite nachzulegen. Ja, wir brauchen gegen Mainz, in Mainz definitiv Spielglück. Ja. Ich weiß nicht, ob Mainz defensiv so stabil ist, das werden wir sehen. Ja, schwierig. Ich kann es auch nicht einschätzen. Ich kann es absolut gerade nicht einschätzen, ob wir die Kurve kriegen. Wenn ich ehrlich bin, hört sich jetzt hart an, ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht gegenüber Kimmich, aber Kimmich ist unser zentraler Mann. Ja. Und unser alleiniger zentraler Mann, weil er war wieder die einzige 6, es war keine Doppel-6. Und solange wir so spielen, mit einem Sechser, und dieser Sechser ist Kimmich, und Kimmich hat weiterhin keine Form, keinen freien Kopf, werden wir nicht besser ins Spiel finden. Weil dann wird weiterhin der Opa oder auch der Licht versuchen, die Pässe in die Spitze zu bekommen. Und das bekommen sie zumindest aktuell nicht wirklich gut hin. Ja, und dann sehe ich keine Besserung. Ja. Und ich meine, wie gesagt, die Blaupausen existieren. Das haben alle anderen Mannschaften jetzt auch gesehen, wie man die letzten 3 Spiele gesehen, wie man gegen uns spielen muss. Gut, Paris wird das nicht tun. Paris wird eher auf sich gucken, denke ich zumindestens. Aber Wolfsburg ist defensiv stark. Ja, Bochum wird auch defensiv sich reinstellen können. Wie weit sie die Qualität haben, I don't know. Ja, schwierig. Also für mich aktuell schwer vorherzusehen. Ja, meines Erachtens nach, ja, Trainer aber heute noch gar nicht benotet, bin ich bei Note 5. Ja. Müller aufzustellen, mal ein guter Schachzug. Müller auf diese Position aufzustellen, meines Erachtens nach nicht. Ein Grafenberg nicht aufzustellen, ist Note 6. Ja. Vor allem, weil man sich in der Pressekonferenz auch noch hinsetzt und ja, ich nehme eigentlich den Flow der Spieler mit und es ist einfach ein Schlag in die Fresse für den Spieler. Ja. Das ist so, ja, du zeigst ein gutes Spiel und wirst trotzdem nicht berücksichtigt. Kommst dann irgendwie, weil Not am Mann ist, für 15 Minuten rein. Einwechselspieler bin ich auch noch gar nicht drauf eingegangen. Ja, was soll man dann, ja, wie soll der Spieler reagieren? Also wenn ich mich da jetzt reinversetze, sagt man dann, jawohl. Genau, ich zeige so gute Leistungen. Es gibt auch gerade keinen anderen auf dieser Position. Ich spiele trotzdem nicht. Ja geil, da hau ich mich im nächsten Training wieder richtig voll rein und hau mich bei den 15 Minuten, die ich spielen darf, auch richtig rein. Habe ich richtig Bock drauf. Nee, natürlich nicht. Du bist enttäuscht, du bist sauer, du verstehst es auch nicht. Und ja, dann wundert man sich, dass Spieler in ein Loch fallen, ne? Oder unzufrieden werden. Also, I don't know. Schwierig in meinen Augen. Genauso ein Gnabry irgendwie ein Tell vorzuziehen oder einfach mal ein Pau Wanner reinzuschmeißen, der auf der Bank sitzt.
Oder auch mal Ibrahimovic, man erzählt immer, ja, Riesentalent, Blasülz, guckt euch die Form von Gnabry an. Ja. Was hast du zu verlieren? Was hast du zu verlieren? Und das ist, was ich meine. Nagelsmann ist zu uns gekommen, weil es hieß, ja, wir haben so ein riesen Jugendleistungszentrum, wir setzen auf die Jugend, wir setzen auf Talente. Und er hat einfach 0 Eier. 0. Absolut 0. Er setzt sich in die Pressekonferenz und erzählt, ja, ich kann so einen jungen Spieler wie einen Tell nicht bringen. Er hat ja noch keinerlei Verdienste für den FC Bayern. Da kann ich nicht irgendjemand anderen vorziehen. Da muss er einfach mit leben. Muss er jetzt erstmal 2 Jahre so sitzen, dass er immer nur für 10 Minuten kommt. Könnte ich explodieren, Leute. Ja. Gut. Wie gesagt, jetzt würde ich mich nur wiederholen. Ich habe in den anderen 2 Videos schon alles gesagt. Aktuell ist es ein sehr schlechter Fußball, den wir spielen. Und aktuell haben wir auch nicht... Wir haben jetzt in keinem Spiel jetzt verdient gehabt, zu gewinnen. Ne? Muss auch mal ganz klar so sagen, das waren alles gerechte Ergebnisse. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, wie es im Pokal in Mainz wird. Vielleicht platzt der Knoten langsam bei uns. Vielleicht jetzt durch den nochmal mehr höheren Druck, der unter der Woche kommen wird. Beziehungsweise bis zum Mittwoch. Aber vielleicht gibt der Nagelsmann auch Sonntag wieder frei, weil wir ja so eine super Leistung gezeigt haben, wer weiß. Ja, und dann spielen wir sonntags in Wolfsburg. Ich denke, nach den beiden Spielen kann Nagelsmann wieder sicher im Sattel sitzen, wenn wir beide Spiele gewinnen. Ja, ich denke mal, da wird sogar egal sein, wie wir diese gewinnen. Ja, sollten wir im Pokal rausfliegen und gegen Wolfsburg nicht gewinnen, dann wird es turbulent werden. Das große Problem, oder was ich sehe, das große Problem, warum Nagelsmann überhaupt noch so sicher im Sattel sitzt, ist, dass wir so wahnsinnig viel Geld für ihn bezahlt haben und es eine absolute Blöße wäre, nachdem man irgendwie 20 Millionen plus für den Trainer bezahlt hat, ihn nach 1,5 Jahren wieder rauszuschmeißen. Deswegen denke ich schon, dass wir da eine sehr, sehr lange Leine haben. Aber wie gesagt, sollten wir wieder im Pokal rausfliegen, dann wird die schon mal ein bisschen kürzer werden. Ja. I don't know. Vielleicht findet der Nagelsmann langsam seine Eier. Aber da muss er langsam mal nach Leistung gehen. Und nach Leistung hat ein Kimmich aktuell nicht auf dem Platz zu stehen. Und vielleicht macht das beim Kimmich dann auch mal Klick im Schädel, wenn man dem nicht sagen würde, du spielst eh immer. So. Ja. Er spielt einfach immer. Ist egal, wie gut, wie schlecht. Ob im Kopf frei oder nicht, er spielt einfach immer. Ja. Und das, obwohl wir Alternativen haben. Ja. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, Leute. Haut mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es anders seht. Das ist nur meine Meinung. Vielleicht fehlt mir da auch irgendwie eine Sichtweise. Ich weiß es nicht. Vielleicht tue ich den Kimmich zu sehr unrecht. Ich fand's halt schwach. Und wie gesagt, auch gerade auf dieser Position, gerade wenn man auch den Anspruch hat, Führungsspieler zu sein und der nächste Bayern-Kapitän zu sein, erwarte ich einen Spieler, der vorangeht, der Anweisungen gibt, der kommuniziert mit den anderen und nicht einen Spieler, der mit sich selber beschäftigt ist, die Fresse nicht auseinanderkriegt und ja, das Spiel so an einem vorbeiplätschert.